cerchi il Papa e trovi il Re, cerchi il quadro e trovi il fondo, cerchi il capo e trovi il fondo, cerchi il cane e trovi il gatto, cerchi il gatto e trovi il topo. Io vengo prima e tu vieni dopo. Peter, Viktor je doma, Mica, Kica v gostje šla, na vse paste šteje rate, tudi skotine in maline, Binca vode se boji, Smokov Franci zdaj lovi, zdaj lovi, zdaj lovi. Kommt die kleine Hex. Morgens früh um 7 schafft sie gelbe Rüben. Morgens früh um 8 wird Kaffee gemacht. Morgens früh um 9 geht sie in die Scheune. Morgens früh um 10 holt sie Heu und Späne. Morgens früh um 11 kocht sie dann die Wölfe. Kocht, 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 kocht sie dann die Wölfe. 1, 2, 1, 2, 3. Cerchi il Papa e trovi il Re. Cerchi il quadro e trovi il fondo. Cerchi il capo e trovi il fondo. Cerchi il cane e trovi il gatto. Cerchi il gatto e trovi il topo. Io vengo prima e tu vieni dopo. Peter, Viktor je doma, Mica, Kica v gostje šla, na vse paste šteje rate, tudi skotine in maline, Binca vode se boji, Smokov Franci zdaj lovi, zdaj lovi, zdaj lovi. Projekt je kar obsežen, saj
gospe Jažman Lapajne za pomoč pri izdelavi zmaja ter gospe Mateji Cirk in Nuši Poljanec za trud in voljo, ki sta jih vložili v ta projekt. Seveda pa so otroci tisti, ki so se najbolj trudili in vložili veliko svojega prostega časa, ter njihovi starši, ki ste nas pri projektu podprli. Zahvaljujem se občini Bled, ki nam je finančno omogočila, da smo projekt lahko v celoti izpeljali. Namreč naši otroci so 2 lepa dneva preživeli pri prijateljih iz Avstrije, za en dan pa se bodo odpravili tudi v Džemono. Želim vam, da danes uživate v predstavi, sedaj pa vabim še gospoda Ruspana, da vam nameni nekaj besed. Hvala lepa. Drage učenke in učenci, drage učiteljice in učitelji in vsi, ki ste pomagali pri temu krasnemu projektu, kjer ste se lahko med sabo spoznali, otroci iz 3 dežel, ste popolnoma enaki, z istim navadam, z istim problemi, ki jih še nimate, pa še bodo, ampak govorite različne jezike. To ni v bistvu ste dokazali noben velik problem. Živimo tukaj, na najlepšem delu sveta, na Koroškem, v Gorenji, na Gorenjskem, v Alpah, na prehodu proti morju. Lepše ni nikjer in že to nas obvezuje, da smo med sabo prijatelji, da se čim bolj spoznamo, da se čim večkrat srečamo. In upam, da bo tega še kar nekaj. To bo seveda občina podprla, to je tudi prav, ker mi smo zdaj že starejši, vi ste pa še mladi in je prav, da si navadite živeti v prijateljstvu med narodi tukaj na našem občinu. Ich grüße auch herzlich unsere Freunde aus Wien-Felden, die Kinder und die Lehrer und alle, die beigetragen haben, dass es zu diesen wunderschönen Sache überhaupt gekommen ist. Wir leben im schönsten Teil der Welt, hier in Friau, Kärnten, Oberkreis, Wien. Und es ist eigentlich unsere Verpflichtung, dass wir miteinander Freunde sind. Und das kann man nur machen, wenn man sich besser kennt. Das war eine wunderbare Gelegenheit, zu erfahren, dass wir Kinder sowieso alle gleich sind und die Lehrer auch mit gleichen Problemen, die Kinder noch fit, und dass wir uns nur besser kennen müssen, um noch bessere Freunde zu sein für die Zukunft, eine gute Nachbarschaft. Allora, cari amici di Gemona, vi saluto cordialmente, insegnanti e bambini di scuola. C'è un progetto bellissimo, così ci incontriamo, siamo insieme, ci incontriamo e capiamo molto più forte di quello come siamo uguali tutti, con gli stessi problemi, i bambini non ancora, però dobbiamo sapere che viviamo nel posto più bello del mondo, Carinzia, Friuli, la nostra zona della Slovenia, e c'è un dovere di essere amici, perché non sono fortunati tutti così tanto come noi. Nicht alle sind so glücklich, nicht so situativ, nicht so richtig gut. Und dafür müssen wir Freunde bleiben und wir müssen uns besser kennenlernen. Und ich hoffe, man kommt noch häufiger zusammen. Per quello dobbiamo conoscersi meglio e stare amici. E questo è il nostro futuro. Tutto una bella giornata e benvenuti a questo nuovo Schelligdamm 3. Noch weitere schöne Sachen. Und
potete visitare un castello con un'antica leggenda. C'era una volta un povero venditore ambulante, di nome Costantino, che una sera d'estate arrivò a Gemona. Non aveva soldi e decise di dormire sotto la loggia del palazzo del comune. A mezzanotte sentì una strana voce. Era una povera anima che gli sussurrò: se hai coraggio, posso darti la fortuna. Se la vuoi, domani sera a quest'ora. Fatti trovare qui. La notte dopo l'ambulante andò. E sentì ancora la misteriosa voce. vieni con me alla torre del castello. Lì dovrai gettare un sasso e poco dopo vedrai una tremenda bestia sopra di una cassa. Avrà una chiave in bocca. Non spaventarti, il tuo compito sarà quello di strappare la chiave al mostro prima che scocchi l'una di notte. L'ambulante, anche se spaventato, non si tirò indietro. Provò una volta, poi un'altra e poi una terza. Quando stava per farcela, scoccò l'una. La missione era fallita e la bestia e la cassa scomparvero tra le fiamme. Costantino scappò. E lungo la discesa del castello incontrò la povera anima che gli disse: avevo sperato che tu riuscissi a liberarmi, invece l'uomo che mi salverà deve ancora nascere ed io devo continuare a vivere in questo castello.
Na sveti večer je pripravila veliko slavje in nikomu ni dovolila iti v cerkev. Hud mraz je pritiskal ob snežnem mesežu, ko je na grajska vrata potrkala beračica z majhnim otrokom. Prosila je za hrano in posteljo. Neusmiljena grofica pa je nanjo naščuvala vse. Grad naj se pogrezne v zemljo, je zakričala beračica in izginila. V tem trenutku je voda vse poplavila in nastalo je največje Koroško jezero. V bližini je deklica vsak dan pasla živino. Sasanjanu je prisluškovala zvonovom, ki so se oglašali z dnu jezera, ali pa je pela čudovite pesmice. Naenkrat je zagledala 3 neverjetno lepe ribe s kronami na glavah, ki jih je začarala beračica. Največja riba je prosila deklica, da jim pomaga. Naslednji dan naj bi veliki kači iztrgala iz ust slab ključ. Vendar deklici to nikakor ni uspelo. Kača se je spet spremenila v ribo in izginila. Tistega dne so zvonovi utihnili. Deklica pa je hudo zbolela in kmalu umrla. Če so ribe bile kdaj odrešene, pa ne ve nihče. Volkssage vom Wörthersee oder Feldener See, Würzko jezero, so wie er in der slowenischen Sprache auch genannt wird. Wollt ihr sie hören? Ja! Ja, bitte, lies uns die Geschichte vor. Wir werden noch ganz gut zuhören. Na, das ist mucksmäuschenstill und spitzt eure Ohren. Vor langer, langer Zeit erstreckte sich eine große Stadt von Felden bis nach Klagenfurt. In einem wunderschönen Schloss hier in Felden wohnte eine sehr reiche, stolze und mächtige Gräfin mit ihren 2 Töchtern und einer Dienerschaft. Sie behandelte alle Menschen mit herrlicher Strenge, besaß kein Mitleid und keinen Glauben. Es war an einem Christabend, als der Wind und die Schneewolken eisig über das Land fegten. Und die Gräfin ein rauschendes Fest gab.
Kirchenglocken läuteten zur Christmesse. Aber niemand durfte zur Kirche gehen. Da, plötzlich, klopfte es an das Hoftor. Ein Diener eilte sogleich zum Tor, öffnete es und erschrak, als eine Bettlerin mit einem wimmernden Kind wahrnahm. Oh Gott, wo kommt ihr denn her? Wisst ihr nicht, dass dieses Schloss der unbarmherzigen Gräfin ist? Oh bitte, gewährt mir und meinem hilflosen Kind Einlass, damit wir uns wärmen können. Nein, das geht nicht. Wir werden hier aber eine Schlafstelle bereiten, im dichten Zorn der Gräfin. Nein, ich will aber selbst zur Gräfin und sie um ihre Hilfe bitten. Wer ist das denn? Keine Ahnung, bestimmt eine Bettlerin. Was will dieses Bettelmann hier? Wer hat euch Einlass gewährt? Verehrte Gräfin, bitte lasst mich und mein Kind nur für eine Nacht in eurem Schlosse weilen. Gebt uns etwas zu essen und ein bisschen Wärme. Nichts da! Scher dich zum Teufel, du armseliges Weib! Diener! Ja, Gräfin, lasst die Hunde los, damit sie dieses nichtsnützige Gesindel vom Hofe jagen! Nein, nicht! Raus! Ihr habt es anders gewollt. So möge dieses stolze Schloss mit all seinen hartherzigen Bewohnern den Erdboden versinken. In diesem Moment versank das Schloss mit Mann, Frau und Maus, und kein einziger entkam dem Verderben. Die Bettlerin war verschwunden. Am nächsten Morgen sah man nichts als Wasser, das sich bis nach Klagenfurt ausbreitete. Viele Menschen vernahmen am Abend ein tiefes Glockengeläute aus dem See, aber niemand wusste es zu deuten. Ja, aber was geschah dann? Es war mit der Bettlerin und ihren Kindlein und der Gräfin und all den Bediensteten. Halt, Geduld, liebe Kinder. Nun hört, wie sich weiter zugetragen hat. Unweit des Sees lebte ein Bauer, bei dem ein Mädchen in Diensten war und täglich das Vieh auf den nahen Wiesen des Seeufers hütete. Verträumt lauschte es dem Glockengeläute, das aus der Tiefe des Sees drang, oder spielte zum Zeitvertreib wunderschöne Lieder. Als es am Abend nach Hause gehen wollte, erblickte es plötzlich im Wasser 3 Fische von unglaublicher Schönheit.
Neugierig näherte sich das Mädchen den Fischen und sah, dass alle drei eine Krone auf den Kopf trugen. Da begann der Größte von ihnen zu sprechen. Liebes Mädchen, hilf uns! Wir wurden vor vielen 100 Jahren durch den Fluch einer Bettlerin verzaubert, weil sie selten mit schlossigen Menschen zu Herzen handelte. Seitdem sind wir in der Bibel des Jesus zu lesen werden. Morgen werden wir um dieselbe Zeit hier sein, aber da leider ist eine große Schlange und einen goldenen Schlüssel im Mund des Hasen. Wenn wir es wagt, ihn mir abzunehmen, ist meine Bette nicht erlöst. Wir bitten dich von ganzem Herzen, denn nur du kannst uns helfen. Na gut, werden das Wagnis eingehen. Also dann bis morgen. Bis morgen. Und schon tauchten die Fische wieder in die Tiefe des Wassers ein. Das Mädchen aber eilte mit den Tieren nach Hause und verbrachte eine unruhige Nacht. Am nächsten Morgen sah man nichts als Wasser, das sich bis nach Klagenfurt ausbreitete. Eine riesengroße Schlange wälzte sich an das Mädchen heran. Das Mädchen überwand alle Furcht und langte nach dem Schlüssel. Aber die Schlange schnappte nach der Hand, so dass es entsetzt zurückwich. Noch zweimal versuchte das Mädchen, der Schlange den Schlüssel zu entreißen. Aber ohne Erfolg. Im Augenblick wurde die Schlange wieder zum Fisch und dieser brach in klägliches Weinen aus. Aus der Tiefe des Wassers ertönte seine Stimme. Du hättest uns erlösen können. Und was zählst du geworden? Nun müssen wir abermals 700 Jahre warten. In dieser Zeit wird auf der Anhöhe von Köstenberg ein Kastanienbaum wachsen, auf dessen Holz eine Wiege gefertigt wird. In dieser Wiege steht eine Bettlerin Hygiene, die ich vor so langer Zeit aus meinem Schloss gejagt habe. Ich hilfe dir. Sie ist erst gekommen, um uns zu erlösen. Seit jenem Abend verstummte das Glockengeläute im See. Das Mädchen aber überlebte den Schrecken nicht. Es erkrankte und starb bald danach. Und ob die Fische jemals erlöst wurden? Ja, das weiß niemand so genau. Und jetzt ab ins Bett. Gute Nacht.
No, tako, prispeli smo do konca, verjamem, da vam je bilo všeč, a vam je bilo? Seveda si želimo, da bomo še kaj sodelovali skupaj, a ne, ker nastanejo potem takele krasne predstave, tudi te števanke, ki so vam jih danes zapeli, imamo posnete na zgoščenki, tudi v naši šoli imamo te zgoščenke, če boste želeli še kdaj pri pouku jih poslušati, jih lahko dobite. Hvala, da ste bili danes z nami. Za vas otroke, nastopajoče, imamo pripravljeno še nekaj presenečenj, tako da jih bomo popeljali na grad. Prav pa je, da se zdaj jaz še zahvalim nekaterim in sicer eno skromno pozornost podarjamo Ljudski šoli Lipa ob Vrbi. Hvala lepa. Hvala. Potem imamo še eno skromno pozornost tudi za osnovno šolo iz Džemone, pa bi prosila, če bi nekdo prišel iskat. Aha, ne razumejo. Džemona. Hvala lepa. Potem pa na naši šoli sta bile učiteljici zelo aktivni in zato mislim, da se tudi zaslužita še en aplavz. Gospa Mateja Sirk in pa Nuša Poljanec, hvala vama za vaš trud, prizadevanje in čas. Imamo pa še eno drobno pozornost, vendar ne vem, če je z nami danes gospod Primož Kerštajn. Ne, mu bomo izročili. Tako da, jaz vam želim en lep dan, verjamem, da greste od nas z lepimi vtisi in uživajte še lepemu dnevu naproti.